Mein Nummer ist Michael Scholer. Ich habe während 20 Jahren an der Ausbildung geschafft und du auch war ich Koordination vom Bischofszelt, wo ich mit viel Fried gemacht. Nach meiner beruflichen Karriere habe ich angefangen, unter anderem Visitideen an der Stadt zu machen zum Thema Nachhaltigkeit als Guide. Und du hast das Thema von den Kleidern begegnet. Und in dem Kontext wollte ich ein Buch vorstellen, das heißt Fashion Changers. Autoren heißen Jana Braumüller, Vreni Jäckle und Nina Lorenzen. Da können die Mengen, das wäre ein überflächliches Thema in Zeiten von Pandemie, von anderen Krisen. Aber das ist aber so, dass die Modeindustrie so Ausmaße geholt hat, dass sie maßgeblich zum CO2-Ausstoß auf unserem Planet beiträgt und noch zum Verbrauch von den Ressourcen. Der Untertitel vom Buch ist, wie wir mit fairer Mode die Welt verändern können. Da hört ihr schon, in welche Richtung es geht. Da können die Mengen, oje, soll man ein T-Shirt als Bio-Cotting kaufen, für die Welt zu retten. Nee, Gott sei Dank ist das Buch nicht so naiv, das ist überhaupt nicht naiv. Kriegt eine ganze Cope Hintergrundinformationen, die erklären, wie komplex das Thema ist. Ganz wichtig für das Buch überhaupt rauszusichern war mir, dass das Buch positiv weist. Was kann ihn ändern, was soll auf politischer Basis geschehen. Und es weist für allem eine ganze Gruppe Leute, Entreprisen, Modelabel mit flotten Ideen, an die im Prinzip von der Gemeinwohlökonomie schaffen. Das heißt, für sie das Wichtigste ist wohl vom Mensch, wohl vom Tier und auch den Zustand von unserer Erde, diese schützen wollen. Ein wichtiges Thema ist zum Beispiel an dem Buch auch Material, aus dem als Kleider hergestellt gehen, immer mehr, auf jeden allem aus der letzter Zeit Polyester. Polyester hat das Problem, dass es aus Petrol hergestellt wird, nicht nachhaltig, nicht biologisch kann aufgebaut gehen, nicht nachweist als Ressource und noch Mikroplastik verursacht. Mikroplastik ist ganz schädlich für die Menschen, weil es schädliche Substanzen enthält und noch wegen Magnet schädliche Substanzen, die am Wasser sind, nach uns sind und dafür die Konzentration von den schädlichen Substanzen an die Luft geht. Es gibt eine ganze Gruppe Alternativen an diesem Buch gewiesen. Klar gibt die besten Umgang mit Kleidung als möglichst wenig kaufen. Gut Qualität kaufen, für das sie das, was den heute auch noch kann, reparieren in einer Zeit, gut pflegen, verschenken, tauschen, Second-Hand-Kleider kaufen, für Ressourcen zu schonen oder sogar für eine extra Occasion, zum Beispiel Kleider zu lohnen. Ein wichtiges Thema, ganz wichtiges Thema im Buch sind noch die Arbeitsbedingungen von den Leuten, die Kleider herstellen. Das sind zu 80% Frauen, schlecht bezahlt, sie haben keine Rechte und sie machen auch noch eine ungesunde Arbeit. Wie man als Visitideen, also die heißen Citywalks, und die sind von der ASTM organisiert, wie man die gemacht haben, und da sind wir unter anderem an den Kleiderboutique gegangen, wo da Kleider präsentiert gehen, die Labeln haben. Die Labeln, die eben darauf hinweisen, in welchen Konditionen Kleider produziert sind. Und ich mich mit der Thematik mehr als nie gesagt, an meine eigenen Kleider geguckt, und ich kann hier aufzählen, was hier alles nicht gut ist, was ich hier unhut. Da denkt sich, was gut um diese Sachen hier ist, dass ich sie lang halte, gut Pflege, gut Qualität. Wie ich sie gekauft habe, da habe ich noch nicht nur Label geguckt und auch nicht zum Beispiel, was mir ganz um Herz liegt, das Glied von den Tieren. Die Leute müssen bei der Wollproduktion zum Teil, die kennt vielleicht all die Geschichte mit den Merino-Schof, die Hannen rasiert gehen ohne Betäubung oder wo Haut wäsch geschnitten wird ohne Betäubung für den Gewinn zu optimisieren.
kann ich sogar so geweit gehen, so will ich Seid kaufen. Da gehen Traupen am Kokon matt gekocht. Und es gibt peaceful Silk. Das heißt, da gehen Traupen aus dem Kokon rausgemacht, eher der Kokon gekocht wird für Seid zu machen. Ja, das sind alles so ganz flott Pisten. Vieles fängt recht an, aber für den Not zu gehen, fand ich ganz spannend. Also, das Buch Fashion Changers kann ganz viel Wertvolles den Leuten bringen, besonders auch heute zu Lützeburg.